Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hoi hoi miteinander und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Swiss German Storytime. Eigentlich hätte ich auch diese Woche vielleicht ein Video über Verben machen oder einen Podcast über Alltagssituationen, aber irgendwie ist mir nicht so die richtige Idee gekommen. Da habe ich gedacht, komm, ich suche ein interessantes Thema und mache nochmal einen Podcast für euch. Und in diesem Podcast reden wir über den ersten Computer der Welt. Und ehrlich gesagt, das liegt schon ein bisschen länger zurück, als man würde glauben. Wir müssen für das zu den alten Griechen in die Antike gehen. Ich wünsche euch viel Spass und sehe euch dann wieder beim nächsten Mal. Der erste Computer der Welt. Vor 100 Jahren haben Taucher im Mittelmeer ein Schiffswrack entdeckt. An Bord haben sie nicht nur Schätze, sondern auch einen rätselhaften, komplizierten Mechanismus gefunden. Hightech aus der Antike. Der Elias Stadiatis hat seinen Augen nicht getraut. Auf dem Grund, in 40 Meter Tiefe, hat er die Umrisse von einem Schiffswrack gesehen. Eigentlich hat er mit seinen Kollegen nur nach Schwämmen gesucht. Doch dann hat es ihn gereizt, das gesunkene Schiff genauer zu untersuchen. Schnell war klar, sie haben einen Schatz gefunden. An Bord vom römischen Handelsschiff sind Schmuck, Bargeld, bronzene Statuen und Amphoren mit dortmal kostbarem Wein gesehen. Aber von der eigentlichen Sensation haben sie dortmal noch nichts gewusst. Aus der Römerzeit ins Museum. Das Schiff ist vor mehr als 2000 Jahren im Sturm zwischen der griechischen Insel Kreta und der Halbinsel Peloponnes gesunken. Und erst im Jahr 1900, wo die Taucher es entdeckt haben wieder Menschen die morschen Decksplanken betreten. Die Taucher haben von ihrem Fund berichtet und die geborgenen Fundstücke sind ins Museum von Athen gewandert. Darunter auch ein unscheinbarer, schwerer Klumpen. Offenbar verrostetes Metall, nichts Besonderes. Oder etwa doch? Ein Jahr später hat ein Archäologe den Klumpen einmal genauer unter die Lupe genommen. Er hat nicht schlecht gestaunt, wo er eine Zahnrad entdeckt hat, wo aus dem Rost rausgeragt hat. Zahnräder haben die alten Griechen gekannt. Das hat man gewusst. Aber dass sie komplette Uhrwerke bauen konnten, das war eine Sensation. Denn bei der Untersuchung hat sich gezeigt, dass noch mehr Räder im Klumpen verborgen sein müssten. Und alle haben wie bei einem Uhrwerk ineinander gegriffen. Wo die Forscher den Klumpen 70 Jahre später mit einem Röntgengerät beleuchtet haben sie noch mehr gestaunt. Der ganze Apparat hat aus fast 40 verschiedenen grossen Zahnrädern bestanden. Alle fein säuberlich aus einer dünnen Bronzeplatte hergestellt. Jetzt haben die Forscher angefangen zu verstehen, wie die Maschine einmal funktioniert haben. Und für was sie gut war. Dabei haben auch die griechischen Schriftzeichen geholfen, die auf einigen Teilen angebrochen sind. Wie eine Art Gebrauchsanweisung. Heute weiss man, dass der ganze Apparat nicht grösser als ein Schultornister war. Es hat auf der Vorderseite 1 und auf der Rückseite 2 Ziffernblätter gegeben. Die Zeiger auf diesen Ziffernblättern haben aber nicht die Zeit angezeigt, sondern den Stand der Sonne, vom Mond und der übrigen Planeten. Das war aber noch nicht alles. Man hat mit der Maschine wie mit einem Rechner auch vorausberechnen, wenn die nächste Sonnenfinsternis stattfinden. Man hat die Maschine nach ihrem Fundort, Mechanismus von Antikythera, benannt. Man hat da nie für möglich gehalten, dass die Griechen im Jahr 80 vor Christi Geburt schon so feine und komplizierte Apparate bauen konnten. Einem Forscher ist das so unglaublich erschienen, dass er behauptet hat, Außerirdische hätten diese Technik auf die Erde gebracht. Ist auch eine Theorie, aber in dem Fall vielleicht eher nein, oder? Offenbar hat es auch damals schon Leonardo da Vincis, Erfinder, die ihrer Zeit weit vorausgesehen sind, gegeben. Und da hätte man nie erfahren, wenn der Elias Stadiatis nicht damals den verrosteten Klumpen aus dem Schlamm vom Meer gezogen hätte.